Ist die Börse noch ganz dicht? Wir fragen heute nach beim Crash-Professor. Servus Leute und herzlich willkommen in unserem neuen Video. Wir sind die Mission Money, dein Kanal für mehr Geld, Motivation und Erfolg. Und heute haben wir wieder einen Stargast bei uns. Er ist Bestsellerautor, Gründer des Instituts für Vermögensentwicklung und Berater des Max-Otte Vermögensbildungsfonds. Und er ist vor allem dafür bekannt, dass er wirklich klare Kante zeigt. Zum Beispiel hat er schon öfter vor dem Platzen des Euro gewarnt. Herzlich willkommen, Max Otte. Freut mich sehr. Herr Otte, sofort die erste Frage für Sie. Ist die Börse noch ganz dicht? Ach, jetzt fand ich es gar nicht so irrational, was passiert ist. Also wir hatten eine scharfe Korrektur im Herbst. Ich habe ja im Januar 18 gewarnt. Ich war 9 Jahre Vollgas für Aktien. Dann sind wir vorsichtiger geworden im Laufe des Jahres 2018. Habe mich da auch positioniert im Januar auf dem Fondskongress in Mannheim. Jetzt kam dieses Rappeln, weil zum Beispiel der Verbriefungsmotor gestottert hat in den USA. Die Immobilienverkäufe sind eingebrochen drastisch. Also das war eine Vorwarnung. Und jetzt hat es sich schnell erholt, weil es eben noch nicht diese Negativspirale gab. Ja, aber jetzt mal ernsthaft. Der DAX macht 1000 Punkte plus und überall weltweit trüben sich die Konjunkturaussichten ein. Also das ist doch ein bisschen irre, oder? Nee, das passt genau zur Endphase eines Börsenzyklus. Passt genau in mein Bild. Wir sind sicherlich in der Endphase des Zyklus und jetzt fließt natürlich noch viel Liquidität rein, weil viel Liquidität da ist, weil der nicht immer sehr intelligent agierende deutsche Anleger vor 1, 2 Jahren die Aktien wiederentdeckt hat, natürlich viel zu spät also das passt alles in mein Bild. Mhm. Apropos Liquidität, also die FED hat ja jetzt wieder angekündigt, die Füße stillzuhalten. Die EZB, gut, in Europa werden die Zinsen wahrscheinlich jetzt nicht mehr steigen in diesem Jahr. Ist der Crash dann nicht abgesagt, wenn da so viel Liquidität reinkommt? Nein, da passiert was anderes. Also Trump ist, was die Börse angeht, natürlich Populist, aber es sind die Demokraten auch immer gewesen und Reagan auch zum Gewissen. Also die amerikanischen Präsidenten, die wollen natürlich niedrige Zinsen, alle, ob Republikaner oder Demokraten. Donald Trump hat draufgehauen, vielfach. Also jetzt hat Jerome Powell auch dann kapituliert und gesagt, wir halten die Zinsen unten. Jetzt wird noch ein Mitglied des Fed Open Market Ausschusses berufen, der also dezidiert für Niedrigzinsen steht. Es wird also weiter geschoben und geschoben. Aber natürlich geht diese Manipulation nicht immer. Ich meine, das hätte auch schon vor 1, 2 Jahren platzen können. Staatsanleihenkäufe, Bargeldverdrängung, Negativzinsen. Irgendwann ist auch trotz dieser Zwangsmaßnahmen die Luft raus. Was halten Sie von folgender These? Der Crash findet auch deswegen nicht statt, weil wir die ganze Zeit, seit ca. 1,5 Jahren schon darüber reden. Also das heißt, von überhitzter Börseneuphorie ist ja nun gar nichts zu spüren, oder? Das ist richtig. Wir haben keine Börseneuphorie, wir haben keine Börsenblase. Die Blase haben wir eher bei Private Equity, bei Immobilien und so weiter. Aber wir haben natürlich schon in den USA recht teure Börsen. Also das ist jetzt keine Blase, auch keine Euphorie. Aber billig ist das nicht. Und es ist ja herbeimanipuliert, zum Teil auch durch die steigende Verschuldung des US-Unternehmenssektors, Financial Engineering, also Schulden aufnehmen, Aktien zurückkaufen, keine realen Investments, vor allem Aktienrückkäufe in Summe in den letzten Jahren. Das heißt, trotz dieser nicht wirklich übersteigerten KGVs und sind hoch, ja, aber wir haben Produktivitätszuwachs ganz minimal. Wir haben das eben mit Financial Engineering geschafft. Irgendwann geht dieser Horst trotzdem die Luft aus, weil wir einfach realwirtschaftlich am Ende sind. Es gibt ja auch Warnzeichen, die inverse Zinsstrukturkurve zum Beispiel vor kurzem. Also das bedeutet, dass dann die Kurzläufer mehr Rendite bringen als die langlaufenden US-Staatsanleihen. Das gilt als wirklich verlässlicher Indikator für eine Rezession. Sehen Sie das auch so? Naja gut, also verlässlich wissen wir hinterher, aber es ist ein guter Indikator. Es sind halt viele andere Zeichen, die darauf hinweisen. Und Florian Homm, den Sie ja schon öfter gehabt haben, der hat ja auch in seinem neuen Buch durchaus vieles zusammengetragen, was zeigt, dass wir entweder schon in einem schleichenden Crash sind oder in der Endphase der Hoss. Also da ist vieles, was zusammenkommt. Welcher Markt bietet aus Ihrer Sicht denn momentan die größeren Chancen? Der Aktienmarkt oder der Anleihemarkt? Den Anleihenmarkt kann man bestenfalls machen, um Negativzinsen zu entgehen. Also vielleicht mal kurz laufende Schweizer Frankenanleihen oder deutsche Staatsanleihen, klein gestückelt. Also wir werden Anleihen kaufen in nächster Zeit, aber nur weil wir parken wollen kurzfristig. Das ist für uns kein Renditebringer. Wir überlegen halt, wo wir das Geld
einigermaßen parken. Wenn wir jetzt Liquidität zum Sommer in den Fonds wieder aufbauen, müssen wir es ja irgendwo lassen und Negativzinsen bezahlen, ist auch nicht die große Freude. Aber Chancen im Anleihenmarkt sind sehr, sehr selektiv. Ich meine, da haben wir schon lange extrem niedrige Renditen. Das kann man nur als Ergänzung machen. Also die echten Chancen finden sich nach wie vor selektiv im Aktienmarkt. Wir haben zum Beispiel die Wirecard gekauft von 2, 3 Wochen, als die Gerüchte nochmal hochkochten. Das ist kein ganz einfaches Unternehmen, aber der sitzt an einer zentralen Stelle. Deswegen kriegt er auch Druck von den angelsächsischen Finanzoligopolen und die Financial Times haut dann gerne drauf, wie sie überhaupt gerne auf deutsche Unternehmen draufhaut. Wir haben gesagt, wir wagen das, wir nehmen mal eine kleine Position. Es gibt immer wieder Chancen, aber am Anleihenmarkt eher weniger. Und wo schauen Sie jetzt mehr drauf? Also was liefert für Sie die besseren Prognosen ab? Der Anleihenmarkt oder der Aktienmarkt? Wir arbeiten ja prognosefrei. Okay, also wir haben so einen Parameter, der sagt, vorsichtiger werden oder aggressiv werden. Also der Buffett-Parameter nenne ich mal, be greedy when others are fearful and be fearful when others are greedy. Also jetzt ist es noch nicht so, dass die anderen greedy sind, so wirklich, aber wir werden vorsichtiger, wir werden der Fearfulness-Faktor, der wächst, also das heißt bei uns einfach mehr Liquidität oder greedy heißt dann Vollgas mit Aktien also der Fearfulness-Faktor, der wächst. Also Prognosen als solches nicht, sondern wir sind ganz dezidiert Stockpicker. Wir haben neulich beim Börsianischen Quartett mit Dirk Müller übrigens darüber diskutiert, ob die Aktienmärkte und die Konjunktur überhaupt noch zusammenhängen. Würden Sie sagen, dass sich die Finanzmärkte, die Aktienmärkte komplett von der Weltwirtschaft entkoppelt haben? Nein, so weit kann man nicht gehen, aber das kann ja über ein paar Jahre immer mal gehen. Und es ist halt diese wirklich ungewöhnliche und unnatürliche Manipulation an den Geldmärkten, an den Anleihenmärkten. Das sind schon staatssozialistische Züge, aber letztlich als Stockpicker ist nicht so sehr interessant, wie die Konjunktur insgesamt läuft, sondern wie ist der Kurs dieser Aktie, wie ist die Qualität und wie sind die Aussichten. Also die Konjunktur oder auch also die Weltkonjunktur ist das eine, die Branchenkonjunktur ist schon etwas interessanter, also wo sind die langfristigen Aussichten. Da sind wir natürlich mehr bei Software im Moment als in anderen Bereichen. Aber letztlich ist es der Einzeltitel, das ist die Arbeit des Stockpickers. Das wäre spannend. Welche Titel haben Sie denn gerade auf dem Zettel und wie sind Sie insgesamt aufgestellt? Sie haben schon angesprochen, mehr Liquidität. Was ist sozusagen jetzt die Strategie im Moment? Wir bauen so schrittweise mehr Liquidität auf. Wir haben also den letzten Herbst, wir hatten ja Liquidität, haben das genutzt, um zu kaufen, waren also dann auch zum Januar ziemlich voll investiert. Das hat sich auch ausgezahlt. Jetzt fahren wir langsam wieder vom Gas zurück die nächsten 2, 3 Monate und gehen in Ruhe durch den Sommer. Wir haben ein paar Klassiker, also einmal Wirecard haben wir zugegriffen. Ein anderer Klassiker, den wir nach wie vor haben, ist Alphabet und Apple. Also die sind gemessen am Wachstum und gemessen an dem, was für eine Macht sie haben und wie sie unser Leben beeinflussen, sind sie durchaus akzeptabel zu haben. Keine Schnäppchen, aber Apple ist jetzt mit dem 12er KGV billig, aber die wachsen auch nicht mehr so wirklich. Also da muss man gucken, wo das Wachstum herkommt, passt aber alles. Also das sind 2 Titel. In Deutschland finden wir sehr spannend im Moment United Internet. Der Dommermuth ist für mich einer der besten Unternehmer seiner Generation, meiner Generation. Wenn man sich den Chart anschaut, seit 2. oder 3. Unternehmen am neuen Markt, es war eine echte Achterbahnfahrt, aber letztlich immer nach oben. Er hat den Zusammenbruch dann nur Economy gemeistert, er hat die Finanzkrise gemeistert. Jetzt ist der Kurs aus verschiedenen Gründen wieder stark zurückgekommen. Nicht ganz ohne Geschäftsrisiken ist kein 1A-Geschäftsmodell wie Apple, oder Apple ist ja auch schon ein bisschen in Frage, oder Alphabet, aber gutes Chance-Risiko-Verhältnis. Also Sie verfolgen ja mit Ihrem Fonds auch weiterhin den Value-Ansatz. Ein weiterer sehr erfahrener Value-Investor ist Dr. Markus Elsässer und der hat neulich gesagt, ja, diesen alten klassischen Value-Ansatz, den kann man in der heutigen Zeit eigentlich gar nicht mehr richtig verfolgen, weil im Zuge der digitalen Transformation ist die Welt so unübersehbar und komplex geworden wie nie. Würden Sie das unterschreiben? Das hat er ja von Buffett, der es jetzt auf der Hauptversammlung auch gesagt hat. Vielleicht war Dr. Elsässer auch da. Ich war auch mal mit ihm zusammen bei Buffett, ist aber schon. Ja, das hat Elsässer letztes Jahr, glaube ich, schon gesagt. Ist lange her, 14 Jahre oder so. Und Buffett hat ja auch gesagt, er gibt den Buchwert auf als Maßgröße und er orientiert sich jetzt an anderen Größen. Value hieß ja für viele billige Aktien Substanzwerte.
Also ich kaufe unter Buchwert oder ich kaufe mit einem ganz niedrigen KGV oder so, also Graham. Buffett hat immer gesagt, dass Wachstum und Value kein Widerspruch sind. Value heißt eigentlich nur, dass ich dieses Unternehmen gemessen an seinem Potenzial billig kaufe. Wenn das Unternehmen nicht mehr wächst, muss ich es sehr billig kaufen. Oder wenn das Unternehmen schwach wächst oder Risiken hat wie BMW, muss ich sehr billig kaufen. BMW zu KGV 7 ist eine Überlegung wert, aber hat auch Geschäftsrisiken. Buffett sagt aber, Wachstum ist Teil der Value-Gleichung. Also wenn das Unternehmen berechenbar wächst, wie zum Beispiel Alphabet oder selbst Apple auf einem niedrigeren Niveau, dann kann ich auch mit anderen KGVs reingehen. Dann kann ich etwas teurer kaufen. Also da kommt es dann darauf an, ob das Geschäftsmodell sicher ist, also der Burggraben, von dem Buffett spricht. Und dann zählt auch der Buchwert nicht mehr so. Also das ist der Unterschied, dass Buffett weg ist von ganz billig und Buchwert hin zu mehr Wachstum und Geschäftsmodell. Sie haben schon mal im Interview mir gesagt, ich glaube, das war noch am Telefon damals, noch nicht in den Videozeiten, dass Tech-Werte die neuen Value-Aktien sogar sind. Würden Sie das immer noch sagen, weil dieses stabile Wachstum ja durchaus attraktiv ist bei Unternehmen wie Apple, Alphabet und so weiter? Absolut. Das sind zwei, die wir, also auch wenn man jetzt ein Depot für Kinder anlegen würde oder so, wenn man also auf irgendwas setzen sollte, was unser Leben beeinflusst, die sind wirklich nicht zu teuer. Da ist Wachstum da. Klar, da kann auch mal eine Stagnation von 3-4 Jahren kommen im Kurs, dann stagnieren sie halt mal, aber die sind ja real immer noch besser als Microsoft. Die standen im Jahr 2000 beim 100er KGV und dann sind sie bis 2005 auf den 40er gefallen und wir fanden sie dann billig. Dann hat es aber noch mal 8 Jahre gedauert, bis die abgingen. Also auch Microsoft zeigt auch, dass auch in wirklich tollen Geschäftsmodellen natürlich auch mal eine Überbewertung sein kann, dass es dann ein paar Jahre dauert. Aber ob es Bayer in der Form noch gibt in 10 Jahren oder Kraft Heinz, das wird sich zeigen. Also das ist schon eine andere Frage. Wir haben jetzt ziemlich unseren Fokus immer darauf gelegt, ja, Large Caps sozusagen. Was ist denn mit der zweiten und dritten Reihe, auch gerade hier in Deutschland? Da sind ja auch Top-Unternehmen teilweise unterwegs. Ist das ein Segment, wo Sie auch gerne zugreifen? Sehr gerne. Die sind aber auch schon relativ teuer. Ja. Also United Internet habe ich ja gerade genannt. Genau. Das ist oberste zweite Reihe, also auch schon 5 bis 10 Milliarden, je nachdem, wo gerade der Kurs steht. Dann gibt es viele gute Familienunternehmen. Ich kann nicht alle sagen, weil wir natürlich zum Teil auch in den Fonds haben. Hier in München gibt es einen Mobilitätskonzern, der in Familienhand ist, aus der zweiten Reihe freuen wir uns immer über die schönen Dividenden, das Wachstum ist auch da. Also da gibt es vieles, ja, aber vielleicht dann doch die nächste Korrektur abwarten. Apropos Korrektur, viele sagen immer wieder, der Brexit könnte dann nochmal richtig in die Kerbe hauen. Es geht ja drunter und drüber, man kann es nicht wirklich einschätzen. Wie schätzen Sie denn jetzt die Lage ein oder was erwarten Sie jetzt in den kommenden Wochen? Nee, der ist verarbeitet. Als ich noch zu Lanz eingeladen wurde, das war im Juni 16, direkt nach dem Brexit, auch weil ich gesagt habe, der Brexit ist auch eine Chance, deswegen hat er mich auch eingeladen. Natürlich ist der Brexit, hat Gefahren, viele hat aber auch eine Chance, dass Europa sich neu findet, dass man eben sieht, dieses Juncker-Europa, wir lügen, wenn es sein muss, wir machen weiter, wir setzen noch einen drauf, wir diffamieren Mitglieder in der Europäischen Union wie Ungarn und so weiter, das hat keine Zukunft und insofern kann der Brexit auch Bewegung reinbringen. Natürlich ist das Unsicherheit, natürlich ist es auch hat es Risiken, aber also bei Lanz habe ich damals gesagt, ich hoffe, dass er kommt, aber die Eliten haben 2 Jahre Zeit, durch Gegenpropaganda und inszenierte Demonstrationen das Ding zurückzudrehen. Und wir wissen noch nicht, ob er kommt. Ich habe damals gesagt 50-50. Jetzt würde ich sogar vielleicht sagen 60%, dass er nicht kommt. Steht auf der Kippe. Wenn er käme, würde ich wahrscheinlich noch mal verstärkt mich bei englischen Aktien umschauen. Aber ist der Brexit nicht eigentlich das totale Non-Event für die Börse? Ja, es gibt so viele Events im Moment. Ich meine, die großen Medien, auch die GEZ-Medien werden immer alarmistischer. Dann gibt es hier wieder einen Terroranschlag, dann gibt es da wieder Dinge. Also es wird ja alles so zusammenhangslos hochgepusht, dass auch der Brexit mittlerweile untergeht in dem, was alles da ist. Also warten wir es ab. Also als Stockpicker ist man da relativ gelassen. Und sieht das eher als Chance, weil dann vielleicht Dinge, wir gucken auch jetzt schon ein bisschen, was könnte man dann nehmen, wenn es unter unsere Kaufmarken fällt. Also vielleicht schauen wir nochmal auf den politischen Aspekt. Hans-Werner Sinn hat vor kurzem den Brexit als Zeichen der Dummheit bezeichnet und für verheerend für Europa
gestuft. Und zwar ist er vor allem darauf eingegangen, dass sich die politische Macht verschieben könnte. Also wenn die Briten jetzt sozusagen als Nordland rausgehen, verschiebt sich ja mehr Macht in den Süden. Ist das dann für Deutschland nicht wieder ein Riesennachteil oder anders gesagt, werden dann wieder noch mehr Schulden gemacht für Italien und Co.? Also als Hans-Werner Sinn und ich haben uns ein paar Mal getroffen, schätzen uns auch und das freut mich, weil er ja doch, ich war ja an der Boston University, war jetzt nicht und dann an der Hochschule Worms, sondern Graz, aber er als IFO-Institut und der hatte mich auch eingeladen dann 2011 hier nach München und wir waren dann auf mehreren Veranstaltungen zusammen. 1998 habe ich im April das Ende des Euro oder die Fehlkonstruktion Euro angeprangert, das war ja auch öffentlich. Hans-Werner Sinn nicht, der ist dann vom Saulus zum Paulus geworden. Vielleicht folgt er mir auch in der Brexit-Debatte, weil ja, natürlich ist es auf dieser Ebene Dummheit und er ist natürlich als Ökonom mal tendenziell anglophil, das ist auch klar. Sind nun mal alle Ökonomen oder 99 oder 95%. Aber lass die Briten rausgehen, ihr Ding machen, das ist experimentieren. Dann klar könnten die Spannungen zunehmen im Rest, aber vielleicht führt das dann gerade dazu, dass wir hier endlich irgendwann einen Politikwechsel hinkriegen. Also die Briten haben sich ja auch immer nur das rausgepickt aus Europa, was sie gut fanden. Also ja, es kann erstmal dazu führen, dass der Druck des Südens auf Deutschland noch zunimmt, aber vielleicht sagt dann irgendwann ein deutscher Kanzler auch mal, nee, jetzt müssen wir doch mal uns die EU etwas angucken, vielleicht etwas anders gestalten. Was würde denn ein Kanzler Max Otte tun und wie würden Sie die EU reformieren, wenn Sie die Gestaltungsmacht hätten? Also den Job glaube ich nicht, dass ich den haben wollte und es ist auch, glaube ich, nicht sehr wahrscheinlich, dass man ihn mir anträgt. Also man müsste eine atmende EU haben, man müsste natürlich... Was heißt das? Dass Länder aus dem Euro auch wirklich austreten können. Man müsste diese DR-Mentalität, vorwärts immer, rückwärts nimmer, das war Honecker. Und das macht genauso Juncker, das machen Merkel, das machen Macron. Die müsste man stoppen, man muss viel mehr Experimente zulassen. Und damit ist natürlich diese ganze auf Frankreichs Plänen aufgebaute intragouvernementale EU hinfällig. Also es reicht an bestimmten Punkten mal wirklich Nein zu sagen und dann zerfällt dieses Kartenhaus und wir kriegen hoffentlich ein demokratisches Europa. Wir brauchen ja Europa, das ist ja völlig klar, aber nicht diese wirklich verheerende EU, die undemokratisch ist, die gegen die Menschen ist, die zu Riesenungleichgewichten geführt hat, die zu einer Depression in Europas Süden geführt hat. Da fällt mir, wenn wir bei der EU sind, ich habe Ihnen was mitgebracht, ich war da so begeistert, von Alexander Unziker, Anleitung zum Selberdenken. Und der Autor ist hier aus München als Physiker, er hat es mir zugeschickt, initiativ, und da stehen Dinge drin, also die sind schon wahnsinnig interessant, weil er auch über Medien spricht und auf die Bedeutung Ihres Formats und auch meines oder wie auch viele anderer Kollegen, die jetzt neue, frische Formate machen. Und da schreibt er zum Beispiel Objektivität, also er meint damit, die Mainstream-Medien schleicht in den Hintergrund. Die Rolle von sogenannten seriösen Medien im Gegensatz zu den alternativen scheinen in der Politik heutzutage grotesk vertauscht. Während bei Spiegel Online, FAZ und der Zeit junge Karrieristen ohne erkennbare Qualifikation schreiben und sich dabei des einstigen Rufs ihrer Blätter als leere Hülle bedienen, werden Medien wie die Nachdenkseiten, Telepolis oder auch Russia Today, bei denen kompetente Entscheidungsträger von früher zu Wort kommen, als unseriös diffamiert. Also das passiert Ihnen nicht, aber es ist genauso ein frisches Format. Diffamiert werden sie nicht, zum Glück. Und ich glaube, im Finanzbereich kann man auch ein bisschen mehr machen. Aber das, was in der Medienlandschaft insgesamt läuft, ist so erschreckend, dass ich mich ja auch bewusst auf die Seite der unabhängigen Medienmacher gestellt habe und auch selber da das eine oder andere immer mal wieder bringe. Ich würde mich auch einladen lassen von den Mainstream-Medien wie früher, passiert aber selten. Ist aber auch in Ordnung. Okay. Eine ganz kurze Nachfrage zu der Euro-Frage und zu Deutschlands Rolle in Europa. Müsste Deutschland dann vielleicht oder ein deutscher Kanzler auch so weit gehen und dann einfach mal auch, ich muss jetzt keine Drohung sein, aber vielleicht, dass man sich mal hinstellt und sagt, wenn das jetzt nicht so und so läuft, dann gehen wir vielleicht auch raus aus dem Euro, ja, selbstverständlich. Einfach mal um den Spieß umzudrehen. Darüber ist meine Dissertation gewesen, über deutsche Außenpolitik und Wirtschaftspolitik, die dann bei St. Martin's Press in New York als A Rising Middle Power German Foreign Policy and Transformation 1998 to
88 till 98 so veröffentlicht wurde. Und da habe ich damals schon gesagt, wir Deutschen haben eigentlich immer nach Krieg gesagt, deutsche und europäische Interessen, das ist eins, oder deutsche Interessen und die International Community, das ist eins. Nein, man muss erst mal wissen, was man selber will als Land, würde Ihnen jeder Franzose, jeder Brite sagen, und dann kann man in die Gespräche gehen und dann findet man einen vernünftigen Kompromiss. Aber Merkel ist also Meisterin darin, sämtliche eigenen Interessen vom Tisch zu wischen, sofort prophylaktisch umzukippen oder nur, wenn irgendwo der Druck da ist, dann vielleicht mal was zu machen, wie jetzt bei dem sehr sinnvollen Rüstungsexportstopp nach Saudi-Arabien, die ja nun auch einen Krieg führen im Jemen, der um strategische Ziele geht, der also verheerend ist. Ja, wir müssten definieren, was sind deutsche Interessen. Wie bringen wir die zusammen mit französischen Interessen, mit den Interessen der kleineren Länder? Und dann kann man vernünftig in Gespräche gehen. Passiert aber nicht und vielleicht passiert es in Zukunft wieder. Lassen Sie uns tatsächlich mal bei dieser Frage ganz konkret bleiben. Was würde passieren, wenn Deutschland aus dem Euro austritt? Also es würde ja Folgendes passieren. Man kann ja nicht nur aus dem Euro austreten, man müsste die EU wahrscheinlich komplett verlassen. Die Targetsalden wären weg, wir müssten zurück zur D-Mark. D-Mark wertet auf, Exportboom ist kaputt und wir würden in eine massive Anpassungskrise hineingeraten. Das ist richtig. Aber also eine Annahme würde ich schon mal in Frage stellen, dass man die EU verlassen muss. Das lässt sich sicherlich umstricken. Also ich glaube, wenn Deutschland sein Potenzial nutzt und sagt, irgendwann treten wir einfach aus, wir kündigen das und wir wollen aber in der EU bleiben, dann würden sich die anderen dreimal überlegen, ob sie das... Aber darüber müsste man ja abstimmen lassen und die anderen würden ja den Teufel tun, den zahlungskräftigsten Partner einfach aus dem Euro zu lassen, sowas müsste man die Einführung der D-Mark mehr oder weniger geheim vorbereiten. Geheim, okay. Ob das heutzutage noch klappt mit den amerikanischen Geheimdiensten, die ja bekannterweise Merkels Handy abhören, ist die Frage. Aber da gab es ja das war in der Öffentlichkeit, ich sage nichts Geheimes oder so. Aber ob das klappt mit der Geheimhaltung, sei so. Aber man müsste schon den Schritt unilateral machen, wie den Brexit auch. Dann würden sich die anderen schon anpassen. Aber und dann muss man eben überlegen, natürlich gäbe es eine Aufwertung der D-Mark, natürlich gäbe es eine Anpassungskrise. Mein Kollege Dr. Bruno Bandulet, übrigens ein extremer Experte zum Euro, vielleicht auch mal was für Ihr Format, hat ein Buch geschrieben, Dexit, wo er auch am Ende so die Kosten durchrechnet. Also man müsste sicherlich Auffanglösungen für die Versicherungen finden, die müssten rekapitalisiert werden, das müsste geplant werden bis zu einem gewissen Grade. Aber mittelfristig eine aufwertende Währung hat der Produktivität und dem Wohlstand der Mittelschicht nicht geschadet. Das war zu D-Mark-Zeiten so, das ist jetzt in der Schweiz so. Die Schweiz hat extreme Löhne, was die Mittelschicht angeht. Also eine Sekretärin 70.000, 80.000 Franken ist kein Thema. Aber die Produktivität wächst, das Wirtschaftswachstum ist höher als in Deutschland. Also auf Dauer wäre es wahrscheinlich besser, zur D-Mark zurückzukehren. Aber das ist noch ziemlich weit in der Zukunft. Ja, nur eine kleine Frage dazu noch. Würde das nicht unser Land, also diese Anpassungskrise, sagen wir mal, die dauert vielleicht 2, vielleicht 3 Jahre, würde die uns im Prozess der Digitalisierung, wo wir auch nicht so besonders gut unterwegs sind in Deutschland, nicht massiv zurückwerfen? Wieso? Ja, ich meine, eine Krise geht einher mit hoher Arbeitslosigkeit, Schulden würden steigen, die privaten Haushalte, der Immobilienmarkt kommt unter Druck, wenn viele Leute arbeitslos werden. Und die Unternehmen hätten dann natürlich auch Probleme. Die Unternehmen hätten Probleme, aber ich glaube, Deutschland hat ja noch Staatspulver trocken. Also wir müssten natürlich unsere Targetsalden massiv wertberichtigen, aber das ist ja keine Staatsverschuldung, das ist Guthaben, Vermögen, was eigentlich nie da war, was wir so in der EZB und der Bundesbankbilanz mitführen, wo aber jeder weiß, dass wir höchstens die Hälfte zurückkriegen. So, dafür hat der Staat aber noch Verschuldungspotenzial. Das heißt, wenn so ein Austritt mit massiven staatlichen Investitionen einherginge, könnte es aus meiner Sicht gemeistert werden. Und das wäre genau die Chance. So hängen wir weiter in diesem Netz drin. Aber würde das auch nicht den Populismus befeuern? Jetzt nehmen wir mal an, es würde eine Rezession geben, hohe Arbeitslosigkeit und dann vielleicht sogar noch Handelskriege in Europa. Man hätte wieder verschiedene Währungen. Man würde vielleicht dann Deutschland eins reinwürgen wollen für den Austritt möglicherweise. Und dann wird sich zwischen den Staaten das auch aufhetzen. Um Deutschland eins reinzuwürgen, handelspolitisch, also selbst Amerika schafft es nicht wirklich, China eins reinzuwürgen. Es geht jetzt eher um die Stimmung auch, die sich dann verändern würde. Ja gut, aber die Stimmung würde. haben wir ja schon zum Teil und die kommt aber auch daher, dass wir
objektiv in den letzten 20, 30 Jahren ein Zurückfallen der Mittelschicht haben. In Europa, in den USA, überall. Also diese Mittelschicht hat gelitten. Es war eine Wirtschaftsordnung, die die großen Vermögen begünstigt hat, die Superreichen. Also Globalisierung und Multikulti ist ja ein Projekt der Superreichen. Ist kein Projekt der Mittelschicht. Es gibt natürlich die obere Mittelschicht, so die Kosmopoliten in den Städten, die machen das auch gerne, aber viele eben nicht. Also diese Rahmenbedingungen haben wir schon, den Druck auf die Mittelschicht. So, und wenn jetzt Bewegung in das ganze Spiel kommt und wenn das alte System erkennbar aus meiner Sicht für die Mittelschicht in die falsche Richtung läuft, dann ist das eine Bewegung, die auch viele Chancen bietet, wie der Brexit, aber natürlich auch Risiken, das muss man auch sehen. Glauben Sie, es gibt bald tatsächlich sowas wie einen großen Aufstand in der Mittelschicht, gerade gegen die Superreichen, oder muss man dafür tatsächlich erst in so eine ganz harte Krise hineinschlittern? Also Ray Dalio, der Hedgefondsmanager, der seit 40 Jahren, also ein Makromanager, aber ich respektiere ihn sehr, er verwaltet ungefähr 130 Milliarden, hat gerade ein Buch geschrieben, Principles for Navigating Big Debt Crisis, wo er 35 Schuldenkrisen archetypisch untersucht. Und er hat gezeigt, wie die Vermögensverteilung auseinandergeht seit 1900, und das war am Höchststand in den 20ern und ist jetzt wieder auf dem Höchststand. Und dann sagt er, wenn das so auseinandergeht, Oxfam sagt er Ähnliches, dann beginnt die Ära der Populisten. Also wir hatten sie in den 20ern, wir haben sie jetzt wieder. Es ist aber auch die Ära intensiver Sozialstaatsdebatten, und diese Debatten darf man nicht verdrängen. Vielen Menschen geht es nicht mehr gut, gerade in Deutschland. Meine Frau ist aus Österreich, da ist es was besser. Die ist natürlich, wenn sie durch Köln geht, schon erstaunt, wie viel Armut da auch ist und wie viel. München wird es noch etwas anders sein, aber auch hier gibt es sicherlich Stellen, die sozial schwierig sind. Die Menschen in München können sich ihre Wohnung nicht mehr leisten. Diese Debatten, die jetzt bei den Demokraten vor allem ausbrechen in den USA, die wir aber in Europa auch haben durch die neuen Strömungen, die müssen geführt werden. Und wir müssen da aus diesem jetzigen System des Hyperkapitalismus aussteigen. Das ist gut für mich, aber nicht gut für den, weil ich am Aktienmarkt aktiv bin. Aber und Buffett sagt dasselbe. Dalio sagt dasselbe, auch Seth Klarman von Baupost, also ein Super Value Investor, etwas kleiner, hat so 30 Milliarden, sagt auch, also dieses System führt jetzt zunehmend zu sozialen Spannungen. Also die größten Kritiker des jetzigen Finanzkapitalismus finden Sie bei Superinvestoren. Wobei das natürlich dann auch vielleicht einfacher ist, aus dieser Lage dann zu kritisieren. Wobei jetzt aus Ihrer Sicht wäre der Crash vielleicht die Lösung. Also sozusagen. Gab es ja auch schon den Vorschlag. Ja. Genau, also wenn es jetzt den großen Knall gibt, ändert sich wirklich nur dann etwas. Und auf der anderen Seite, wenn es ihn nicht gibt, ist das dann wie so ein Siechtum, das sich dann dahin zieht, dass alle merken, okay, es stimmt was nicht, es läuft auch nicht wirklich rund, aber nach dem Motto passt schon, und dann wird er immer weiter gewurschtelt und eigentlich wird es de facto immer schlechter. Also ich bin für kleinere Knalls, so wie den Brexit oder vielleicht sogar ein Dexit oder was da sonst. Es muss Unruhe reinkommen, und wir müssen smarte Politik haben, diese Unruhe zu machen. Aber wie gesagt, vorwärts immer, rückwärts nimmer, hat der Honecker gesagt, sagt Jean-Claude Juncker, sagt Angela Merkel eigentlich, sagt Emmanuel Macron, das kann es nicht sein. Da möchte ich noch mal kurz anknüpfen bei dem, was Sie vorhin gesagt haben, also Ray Dalio, Buffett und so weiter. Zählen Sie sich eigentlich selber zur Elite? Ach, was Elite ist ja mittlerweile ein Schimpfwort. Ich benutze es ja auch eher pejorativ, also abwertend, weil wir haben eine Funktionärselite, also Politelite und auch eine journalistische Elite, muss man leider sagen, also die dann zusammenhängen. Dann haben wir noch die Finanztrickser beim Hedgefondsbereich und so weiter. Also das ist schon eine aufgeschwemmte sogenannte Elite. Also wenn es eine Leistungselite wäre, dann würde ich mich glücklich schätzen, dazu gehören zu dürfen. Ich zähle mich zu den Privilegierten, weil ich vom Kapitaleinkommen leben kann und damit weniger besteuert werde als jemand, der anständig arbeitet, sagen wir es so. Ja. Also ich habe mir das erarbeitet, ich komme aus einem kleinbürgerlichen Elternhaus, aber Elite ist ein vielschichtiger Begriff. Ich zähle mich aber nicht zu den Superreichen oder Reichen, also ich kann davon leben gut, aber es muss auch nicht... Ja. Also Buffett sagt ja auch, ich habe so viel Geld, also mir würde es nichts ausmachen, wenn man mir da halt einfach mal die Hälfte wegnehmen würde. Wären Sie damit einverstanden, wenn man Ihnen jetzt einfach mal 70% Steuer oder so auferlegen würde, Einkommensteuer, irgendwie sowas? In einem Staat, wo ich sage, der macht seinen Job ordentlich, ob 70% weiß ich nicht, aber
Also 50, 55 auf jeden Fall. Vermögensteuer, Erbschaftssteuer, bitte. Also Erbschaftssteuer auf jeden Fall. Erbschaftssteuer ist das Wichtigste, was man tun kann, um für die nächste Generation ähnliche Chancen zu schaffen. Die Steuern, also Finanztransaktionssteuer bin ich ja sowieso dafür. Natürlich, wir brauchen, aber dieser Staat, es darf dann eben auch nicht dieser Staat sein, der Sozialmigration alimentiert, sondern es muss dann auch ein vernünftiges System sein, wie wir es in der Bundesrepublik bis 1980 im Großen und Ganzen hatten. Das klingt ja jetzt auf den ersten Blick fast schon links, Ja. aber ist die Einteilung in links und rechts überhaupt noch sinnvoll? Also man muss das ja nicht immer sozusagen trennen, also entweder links oder rechts. Wäre es nicht sinnvoller, sich sozusagen aus beiden Lagern vielleicht die besten Vorschläge zu nehmen? Also macht diese Einteilung überhaupt noch Sinn? Ja, also wenn Sie sich aus beiden Lagern die besten Vorschläge nehmen, dann sind Sie ja sehr schnell Querfront. Das ist ja so ein Diffamierungsbegriff, der immer gern verwendet wird. Also es gibt ja heutzutage diese Kontaktschuld, also der hat mit dem, deswegen ist er so und so. Damit werden Menschen ja auch diffamiert. Natürlich macht es Sinn. Ich habe mich früher auch oft mit Sarah Wagenknecht getroffen, die jetzt ihren Rückzug zumindest von der Fraktionsspitze verkündet hat. Reichtum ohne Gier ist ein tolles Buch. Da werden tolle Analysen gemacht. Bei den Rezepten, man merkt, dass es sich intensiv mit sozialer Marktwirtschaft beschäftigt hat. Am Ende sind dann doch so ein paar linke sagen wir mal, Denkbarrieren, wo ich sage, das ist ein bisschen zu naiv oder wie auch immer, aber im Großen und Ganzen ein tolles Buch. Ja, also wichtiger wäre es, die Selberdenker zusammenzuholen, die Selberdenker und nicht diejenigen, die in irgendwelchen Apparaten drin hängen. Ich habe eben, auch die großen Konzernchefs sind oftmals mittlerweile für mich Funktionäre des Kapitals, die folgen ihren Regeln. Also diese Funktionärskaste, egal wo sie ist, die ist für mich zu aufgebläht. Also gut wäre es, die Selberdenker mal wieder ein bisschen hochzuholen. Sie haben jetzt schon mehrmals den Begriff diffamieren verwendet und Sie haben neulich, ich glaube sogar bei uns im Interview gesagt, die dunklen Mächte in Politik und Medien würden immer weiter Oberhand gewinnen. Ja, was meinen Sie denn eigentlich konkret damit? Das ist das Star Wars-Gleichnis, was ich gerne, also die dunkle Seite der Macht und ja, die helle Seite der Macht. Also es ist schon so, dass wir rationalen Diskurs mehr oder mehr ausblenden, um Leute schlecht zu machen über Kontaktschuld, also dass man Vorwürfe konstruiert, dass Leute abgeschossen werden, und dass das sehr schnell geht. Und das ist schade. Also ich bin zum Beispiel auch mit dem ehemaligen Präsidenten des Bundesverfassungsschutzes in Kontakt, der ja auch abgesägt wurde. Im Nachhinein muss man sagen, seine Äußerungen waren ja nicht falsch. Er hat gesagt, er kann da. Also diese Diskussion kocht dann sehr schnell hoch und da würde ich mir wirklich mehr Vernunft wünschen, mehr aufeinander hören, aber viele Menschen sind mittlerweile so emotionalisiert, dass der Diskurs irgendwo auf der Strecke bleibt. Und das spaltet die Gesellschaft. Und das finde ich sehr, sehr bedenklich. Was auch sehr viele Menschen fürchten, ist, dass das Bargeld abgeschafft wird. Dirk Müller hat bei uns im Börsianischen Quartett vor kurzem die These rausgehauen, Bargeld wird nicht verboten, sondern einfach abgeschafft. Sehen Sie das auch so? Na gut, ich habe ja lange vor ihm das Buch dazu geschrieben, aber Norbert Hering war eigentlich und Ulrich Dorstmann hier aus München waren die beiden, die das Thema als erstes angegangen sind, dann bin ich es angegangen. Es gibt eine mächtige Lobby. Die Datenkraken verdienen, wenn wir möglichst viel elektronisch machen. Die Banken freuen sich, wenn es kein Bargeld gibt. Denn das Bargeld ist sozusagen, kann ich die Bank, wie beim Poker, zeig mal, was du hast. Also Bargeld ist ein echter Rechtsanspruch. Die Politiker freuen sich, weil die Entschuldung leichter ist. Und die E-Pay-Systeme sowieso. Bargeld ist teuer, elektronisches Geld ist viel teurer als Bargeld, viel unbequemer als Bargeld. Das hat auch die Bundesbank mal nachgewiesen. Es wird verdrängt auf Randbereiche und dann sind wir im Netz komplett erfasst oder fast komplett. Und das ist für viele sehr interessant und deswegen wird mit allen Mitteln, ob Zwang oder Propaganda, versucht eben Bargeld möglichst zu verdrängen. Der IWF hat neulich einen Vorschlag unterbreitet, man sollte doch Negativzinsen einführen. Das müsste aber zwingend mit dem Bargeldverbot einhergehen. Also erste Frage, ist das nicht ökonomischer Total-Irrsinn? Und zweitens, würde das nicht aber auch gleichzeitig dazu führen, dass die Börse unglaublich boomen würde? Ja, richtig. Also es wäre der nächste Schritt in den zwangssozialistischen Staat, ganz klar. Bürgerrechte weg. Aber es würde nochmal den Real Assets einen Schub geben. Völlig klar.
ja, gut für uns alle, oder? Also müssen wir uns Negativzinsen wünschen? Naja, ob ich dafür auf mein Recht auf informationelle Selbstbestimmung und auf mein Bürgerrecht und auf mein Recht auf anonymes Geschäft mit Ihnen. Also wir haben früher in einer Vertrauenskultur gelebt. Wenn ich von Ihnen was Gebrauchtes kaufe, dann muss ich darauf vertrauen, dass Sie mit dem Geld, was Sie von mir bar bekommen, das Richtige machen in Ihrer Steuererklärung. Also wir wollen doch eine Vertrauenskultur und keine Misstrauenskultur. Und die ganze Gesellschaft bewegt sich in Richtung Polarisierung und Richtung Misstrauenskultur. Und da ist die Bargeldabschaffung sicherlich auch ein Bausteinchen. Und das macht mir schon Sorgen. Sie haben die Datenkraken schon angesprochen. Wir haben vorher auch schon über Apple und Alphabet gesprochen. Die verdienen natürlich kräftig damit. Und wir haben es sogar im Portfolio. Und wir haben es im Portfolio, was ja grundsätzlich vernünftig ist. Aber gut, ethisch ist dann die andere Frage. Aber wie auch immer, natürlich ist es erstmal vernünftig. Und jetzt ist die Frage, jetzt wird natürlich schon, die Stimmung dreht sich gegen die FANG-Aktien, gegen die großen. Haben Sie da Bedenken, dass die vielleicht tatsächlich in ihrer Macht eingeschränkt werden könnten? Oder sagen Sie dann einfach, das sind wirklich lächerliche Versuche der Politik? Also geht es da nur um die Außendarstellung, dass man so tut, als könnte man die an die Kette legen? Man weiß es nicht. Also erstmal habe ich natürlich eine ethische Position auch dazu, dass ich sowas wie Google kaufe. Ich habe mal ein Buch oder einen Aufsatz geschrieben für die Steinbeis-Hochschule, Government statt Governance. Also es ist völlig irrsinnig zu glauben, dass kauft nicht das und kauft nicht das. Diese Emotionalisierung des täglichen Lebens spielt ja auch den Eliten wieder in die Hände. Wenn wir das Problem lösen wollen, müssen wir es politisch lösen. Also strengere Gesetze für die Datenkraken, Zerschlagung, was auch immer. Deswegen kaufe ich sowas auch, aber bin auf meine Art politisch aktiv, also um für besseres Government, also für bessere Regierung zu argumentieren. Aber da sind wir noch lange nicht. Die Diskussionen kommen jetzt hoch. Ich denke, es wird so verlogen laufen wie oft, dass man also einen Sündenbock raussucht. Das ist Facebook im Moment. Die kriegen es dann alle ab und der Rest macht erstmal weiter. Das ist so meine Basishypothese. Aber ist es nicht vielleicht der richtige Weg? Kann man sich da in Europa was von den Chinesen abschauen, was auf den ersten Blick vielleicht nicht so toll klingt, nach dem Motto, wir blockieren die jetzt einfach und bauen jetzt eigene Champions auf, was ja erstmal nach Planwirtschaft klingt. Aber wäre das nicht trotzdem für Europa wichtig, dass man wirklich hier, vielleicht ist es sogar schon zu spät, dass man eigene Player aufbaut? Zu spät ist es nie. Das fordere ich seit vielen Jahren sogar, seit 3-4 Jahren, völlig klar. Ich meine, wenn wir Zuckerberg und Co. genauso behandeln würden wie die Amerikaner, deutsche Manager in der Automobilbranche oder im Bankwesen, dann würden wir ein paar von den Burschen verhaften und damit hätte sich das Problem erledigt. Also wenn wir von Waffengleichheit sprechen, gibt es aber nicht in der Form. Die sind natürlich so stark in unseren politischen Systemen verankert. Aber man darf ja hoffen, natürlich brauchen wir europäische und auch vielleicht anders organisierte, vielleicht sogar gemeinwohlorientierte Unternehmen, was früher der öffentlich-rechtliche Rundfunk war, in dem es viel zu kritisieren gibt, weil er seine Kernaufgaben vernachlässigt und zum Teil falsch macht und dann Entertainment Klimbim. Aber wenn es sowas vernünftig gemacht würde, wäre ich da durchaus dafür. Was wäre denn jetzt, wenn der große Crash tatsächlich kommen sollte, wieder erwarten? Was wären dann die Notfallmaßnahmen, die Sie treffen würden und die Sie auch unseren Zuschauern raten würden? Oh, das ist schwer. Das hängt von Situation zu Situation unterschiedlich ab. Also ich rate natürlich jedem schon mit ein paar Edelmetallen, abseits von den Aktien, Vermögensaufbau nach wie vor mit Aktien, Absicherung mit Edelmetallen, aber Metall, kein Papier, bisschen was dazu zu bunkern, vielleicht sogar ein bisschen Bargeld zu bunkern, aber ein bisschen. Also man darf das nicht übertreiben. Aber ich meine, wenn selbst das Bundesamt für Katastrophenschutz vor 2 Jahren anfängt zu warnen, man soll sich wieder mehr Vorräte bunkern, man soll wieder Wasser bunkern. Also sind schon komische Töne, die man da hört. Also ein bisschen was kann man ja tun, nur man darf es nicht übertreiben. Gelassen bleiben, aber wach bleiben, das ist wichtig. Man darf sie nicht verrückt machen, man darf sie aber auch nicht einlullen. Also ich würde sagen, das Wichtigste ist mal Seneca lesen oder Marc Aurel, die sind wahnsinnig beruhigend, das ist klasse. Noch eine Frage würde mich interessieren zum Thema China, weil wir auch beim Börsianischen Quartett darüber gestritten haben, diskutiert haben, ob jetzt China die größte Blase aller Zeiten ist, ob man da überhaupt investieren sollte und auch wer das Rennen macht im Wettstreit um die Nummer 1, die USA oder China. Investieren Sie grundsätzlich in China oder meiden Sie das komplett? Ist Ihnen das zu heiß? Und wen sehen Sie vorne beim Duell USA versus China? Ein alter
Politprofessor, der langjährige Dekan der Kennedy School, der Graham Allison, war also ein bekannter Professor in den USA, hat geschrieben, Bound for War. Can China and America escape to Kittitas trap? Also auf Kriegskurs können China und die USA Krieg vermeiden. Weil es immer in der Geschichte so war, dass wenn eine aufstrebende Macht an dem Platzhirsch vorbeizieht, dass es zu größeren Kriegen kam. Nicht immer, und er bringt da Fallstudien, wo es nicht der Fall war, aber es war sehr oft der Fall. Zum Beispiel 1900, Deutschland, Japan, USA, England positionierten sich daran vorbeizuziehen, Krieg. 18. Jahrhundert. England zog an Holland vorbei, 8 Kriege. Also das ist eine sehr gefährliche Situation. Ich wage da keine Prognose. Man braucht ein bisschen Gottvertrauen am Ende, dass das gut ausgeht. Der Allison malt auch Szenarien, wie es gelingen könnte. Wir investieren nicht in China, weil das zu intransparent ist, weil im Zweifelsfall die Chinesen immer ihr eigenes Spielchen spielen. In Hongkong, das gucken wir uns an, da würden wir vielleicht das eine oder andere kaufen. Aber das ist uns einfach zu heiß, Blase hin oder her. Da sind unsere Grundvoraussetzungen nicht gegeben, dass wir das wirklich durchschauen. Halten Sie Krieg im Zeitalter der Atombombe, ich meine im 18. Jahrhundert gab es das alles noch nicht, die Waffen, die wir heute haben, für ein realistisches Szenario? Realistisch will ich nicht sagen, das wäre eine Prognose, aber unmöglich ist nichts. Der Mensch ist zu allem fähig, zu allen guten Dingen, zu allen schlechten Dingen. Das ist einfach so. Man muss auch in den Abgrund schauen, um zu sagen, wie kann man ihn vermeiden. Es gab im Jahr 1912 ein Buch von Norman Angell mit 2 L. The Great Illusion. Da hat er also groß argumentiert in diesem Buch, es gab sogar eine Bewegung, den Angelismus, Engländer, groß argumentiert, dass die Nationen so verflochten sind, dass Krieg sich überhaupt nicht lohnt. 1912. So, er ist mit dieser These grandios gescheitert, hat trotzdem in den 30ern dafür seinen Friedensnobelpreis bekommen. Also ich meine, man darf hoffen, aber man sollte sich überlegen, dass auch Unfälle zu Krieg führen können. Das macht auch der Allison und denkt diese Szenarien alle durch und sagt, wie können wir es vermeiden. Also von daher sind da auch kluge Leute dran, aber man muss drüber nachdenken. Und ist es in Zeiten von Fake News und Algorithmen vielleicht sogar noch viel gefährlicher, weil sich heutzutage natürlich durch Hacking und so weiter oder durch Falschmeldungen ja Sachen vielleicht sogar viel leichter lancieren lassen als früher? Naja, Fake News gab es auch schon früher. Also der Deutsch-Französische Krieg 1870-71 begann mit einer Fake News, die Otto von Bismarck gefaked hatte, um dann also sozusagen die deutschen Stämme und Fürstentümer zu vereinen im Krieg gegen Frankreich. Emser Depesche war das, oder? Ja, die Emser Depesche. Bad Ems sollte man mal hinfahren, bei Koblenz, wunderschönes altes Kurörtchen, das alte Grand Hotel gibt es noch. Also die ganzen Kaiser, die da waren, sind im Boden eingelassen, also mit Plaketten. Diese Orte gibt es ja alle noch, also wunderschön. Der Vietnamkrieg begann mit Fake News, dem Tonkin-Zwischenfall, hier habe ich es gerade noch mal gelesen. Der Irakkrieg begann mit der Brutkastenlüge, wo also die Tochter des kuwaitischen Botschafters den Kongress belogen hat. Die hatte vorher Schauspielunterricht, dass die irakischen Soldaten da Kinder aus den Brutkästen ziehen. Das ist ja nachgewiesen, dass es eine Lüge war. Also diese Lügen gibt es bis heute. Deswegen selber denken ist nie verkehrt. Und wenn sowas heftig ist, also wir wissen bis heute nicht, was mit MH17 war. Ich weiß es auch nicht, aber vielleicht wissen wir es irgendwann mal. Fake News gab es immer, selber denken ist immer eine gute Option. Das ist ein wunderbares Schlusswort. Vielen, vielen Dank, Herr Otte, für Ihren Input. Wir sind jetzt raus. Macht's gut. Bis bald. Wir sehen uns. Ciao. Ciao.